Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu meinem ersten Motovlog-Video. Kurz zum Sagen, es ist nachkommentiert und sobald ich vielleicht das Geld habe oder wie auch immer, hole ich mir eine Szene und dann kann ich das live diskutieren und wird sicher viel lustiger werden. Aber bis da muss ich es halt im Nachhinein noch kommentieren. Gut, heute geht es ein bisschen ums Thema Prüfung, Fahrprüfung, Autoprüfung, wie das bei mir so gelaufen ist. Es ist mittlerweile bald schon 3 Jahre her, ich kann da nicht mehr so viel darüber sagen, aber ich weiss noch ein paar Sachen, was ich gerne weiter sagen. Und zwar ist es so, dass ich habe 3 Mal gebraucht, bis ich es geschafft habe. Beim 3. Mal habe ich es geschafft. Und ja, das erste Mal habe ich sowieso selber nicht gedacht, dass ich es schaffe. So, beim 2. Mal habe ich es eigentlich gedacht und auch gehofft und ja. Und eben, wie gesagt, beim 3. Mal habe ich es dann geschafft. Und es ist einfach, die einzelnen Fehler weiss ich jetzt nicht mehr. Ich weiss nur, beim 3. Mal ist der Experte mega, ich sage jetzt mal, wirklich menschlich gewesen. Also wirklich, ich bin schon mega nervös gewesen, alles. Dann hat der Experte gefragt, ob mein Fahrlehrer mitfahren will. Dann habe ich gesagt, ja, ich will mitfahren, weil ich selber es einfach will. Und dann ist er mitgefahren und ich habe einfach gedacht, okay, wenn der Fahrlehrer dabei ist, vielleicht kann man dann aus dem nicht Bestanden raushandeln. Ich habe einfach das so mir selber überlegt. Wenn der Fahrlehrer dabei ist, dann kann das auch noch ein bisschen kritisieren oder so. Auf jeden Fall war es dann so gewesen, dass der Fahrlehrer und der Experte ist natürlich neben mir geguckt und der Fahrlehrer ist hinten drin geguckt und die haben miteinander geredet über Gott und die Welt, über Themen, also richtig genial. Zum Beispiel haben sie darüber geredet, dass viel Ältere sagen den Schülern, also den Kindern, ihr müsst mega extrem bei der Prüfung sein. Ihr müsst zum Beispiel 3-mal Schulterblick, oder nein, übertrieben gesagt, einfach so das, was man muss machen, übertrieben machen. Und da hat der Experte auch gesagt, das ist nicht nötig, man muss einfach zeigen, was man gelernt hat. Und dann sind es eigentlich schon lange. Und er weiss, dass es Experten gibt, die aus Prinzip jemanden nicht beim ersten Mal bestehen lässt. Einfach aus einem Grund, weil das, es gibt Leute, die sind bei der 5. oder 6. Stunde schon an der Prüfung und haben eigentlich praktisch noch nichts. Sie können es vielleicht, okay, sie machen alles richtig, aber sie haben keine Erfahrung und dann müssen sie das auch nicht zulassen, sozusagen. Und es kann aber sein, dass man, eben wie gesagt, dass man beim 3. Mal oder beim 2. Mal genauso gut ist wie beim 1. Mal, aber man kommt erst beim 2. Mal durch, eben genau wegen dem, weil man zu wenig Stunden hat in dem Sinn. Ich hatte zwar eigentlich immer genug Stunden gehabt, ich habe viel zu viele Stunden, am Schluss habe ich etwa 43 Stunden gehabt. Vom 2. bis zum 3. Mal ist auch mega viel Zeit vergangen. Aber das habe ich noch interessant gefunden, so dass man weiss, okay, es liegt nicht unbedingt an dir. Und der Experte sucht dann einfach einen Fehler raus, dass er etwas kann, dass du das 3. Mal durchkommst, dass du das 2. Mal oder das 3. Mal musst kommen. Und das ist jetzt kein Witz, das haben die mir wirklich gesagt, durch dass die so miteinander geredet haben, als ob das Familie hinten drin wäre. Ist es für mich mega erleichternd gewesen. Ich konnte auftun, ich bin absolut nicht mehr, also logisch bin ich noch nervös gewesen, aber nicht mehr so sehr. Und ich habe schon gemerkt, 2-3 Sachen, wo du normalerweise würdest mit dem Fahrlehrer würdest du nicht lange darüber nachdenken, wie du das fährst. Zum Beispiel auch wegen dem Kehren und so. Du weißt halt nicht, wie extrem dass die Experten darauf schauen. Und dann bin ich halt auch immer ein bisschen nervös gewesen, wie zum Beispiel jetzt hat der Experte zu spät gesagt, dass ich links muss, bin ich rechts gefahren oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich nicht gewusst, wie muss ich jetzt kehren, und dann bin ich halt nervös geworden.
habe ich gekehrt, wie ich mir das kenne. Und zum Beispiel, das ist gerade auch ein Beispiel, das macht zum Beispiel die Anja mit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt kehre, dann kehre ich einfach so auf den... Weißt du, dann kehre ich einfach, wie ich Lust habe. Und das ist dort natürlich das Tabu. Oder zum Beispiel war es im Lichtsignal, hat es vielmals vorne dran, hat es für die Velofahrer so einen geilen Streifen. Und ich bin ein bisschen über den geilen Streifen gefahren. Und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich die Prüfung nicht bestanden. Also, nein, wie soll ich sagen? Ein bisschen zu weit führen, nicht extrem. Und vielleicht 2, 3 Sachen, wo man hier können blöd tun. Und dann habe ich eigentlich schlussendlich gedacht, gut, ich habe es jetzt eh nicht bestanden, ich muss... Und habe es mir wirklich so schon eingeredet und alles und dann ja, sie haben die Prüfung bestanden. Und das war für mich so wie... Keine Ahnung, extrem geiles Gefühl. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr am Sonntag denkt, so, ich muss arbeiten? Am Sonntagmorgen, wenn dann... Oh, ich muss gar nicht arbeiten. Und dann, wie aus dem Schlaf raus, wachst du auf und verschreckst und alles. Und so war es auch. Ich habe so mega positiv, also mega schlecht darüber gedacht und dann zack, habe ich die Prüfung gehabt. Ist natürlich auch Zeit, wo dann nach 43 Stunden oder so, keine Ahnung. Also würde ich jedem empfehlen, also wenn ihr eine Prüfung geht, mit dem Fahrlehrer lernt ihr ja eigentlich schon so, wie es sich gehört. Und mit den Eltern müsst ihr auch einfach die Routine lernen und mit den Fahrlehrern um das, was es geht, um was ist richtig, was ist falsch. Und ja, würde ich wirklich jedem empfehlen, sehr, sehr, sehr viel privat zu fahren, richtig viel privat zu fahren. Ist halt immer das Problem, du kannst das nicht selber entscheiden, du musst halt dabei sein. Und dort fahren ist es anders. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Ein ganz kurzes Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitnehmen. Kommentiert doch, was das nächste Thema soll sein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.